Beide Teams haben schon eine ganze Menge erlebt in diesem Wettbewerb. 3 Spiele sind absolviert, das heißt also logischerweise, wir stehen vor der 4. Partie in dieser Gruppe. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Kraft und Konzentration in den 90 Minuten aufrechtzuerhalten. Ja, Tom, und das eine bedingt ja das andere. Also ich bin jetzt tatsächlich gespannt, wer hat denn noch tatsächlich die Kraft, die du angesprochen hast, um dann auch kreativ... Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Er kann den Ball in Ruhe annehmen. Und wieso gibt es hier eigentlich nur Freistoß? Da hätte er den noch gelb zeigen müssen. Schöner Kopfball. Super gemacht. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Ganz souverän, wie der Ball hier durch die Reihen läuft. Ja, und ganz brutal, wie der Angreifer da angegangen worden ist bei diesem Zweikampf. Er scheint sich verletzt zu haben, aber Sie sehen es gibt noch nicht mal eine gelbe Karte. Das ist ja nicht zu fassen. Der Schiedsrichter lässt nach diesem rüden Foul einfach weiterlaufen. Klasse rausgeköpft hinten den Ball aus der Gefahrenzone. Und das war schon klasse, wie der Torhüter das macht. Tja, wenn aus dieser Gelegenheit nichts wird, dann sind sie es selber schuld. Das ist das Ergebnis, wenn du als Abwehrspieler gut stehst. Ja, das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Ja, und gerade im Spielfeldzentrum, da stehen sie kompakt, da sind sie gut drauf im Moment. Der kommt da zu spät in den Zweikampf, schlechtes Timing, es gibt Freistoß. Warum um alles in der Welt gibt es für ein derart brutales Foul keine Karte? Das muss der Schiedsrichter erkennen. Also solch eine Situation, solch ein Foul abseits des Geschehens muss er einfach erkennen und ahnden. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Das wird gefährlich. Oh, da lässt er sich den Ball aber abnehmen.
absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, die Abwehr steht klasse, souverän. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, da hat der Schiedsrichter nicht eine Sekunde gezögert. Ganz klar, Elfmeter. Und die Spannung ist jetzt fast unerträglich. Kann er ist der Elfmeterspezialist und das hat er unter Beweis gestellt. Und jetzt ist doch noch ein Tor gefallen in dieser ersten Hälfte und das verteilt natürlich jetzt die Karten anders in Bezug auf die zweite Halbzeit. Ja, das war klasse. Flankt er jetzt. So, der hat jetzt mehrere Möglichkeiten, den Ball abzuspielen. Es gibt Abschluss. Der Halbzeitstand hier 1:0. Also einen Aufreger hat es natürlich gegeben im ersten Durchgang. Das war der Elfmeter. Schauen wir mal, wie das Team damit umgeht im zweiten Durchgang. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Oh, das war ein guter langer Ball und jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, das war klar. Da muss er Freistoß geben. So, ein Schuss und der bleibt in der gegnerischen Abwehr hängen. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Den Ball nach vorne gepasst. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist... Ja, Tom, den hat er richtig gut gehalten. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Diese Abwehr macht heute keiner was vor. Gut gemacht. Ja, das gibt natürlich Freistoß. Ist doch ganz klar, aber es war unnötig. Der Gegner war ja noch nicht mal im Ballbesitz. Ein Tackling wie aus dem Fußballlehrbuch. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Und die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Und mit dem langen Pass hat er kein Glück. Präzise gespielt. Das war vom Pfosten zurück ins Feld. Ein wunderschöner Pass. Das war nicht von schlechten Eltern. Schuss aus der Distanz. Und so kann er das Tor dann doch unterm Strich nicht in Bedrängnis bringen. Ja, da standen sie ganz dicht vor dem Ausgleichstreffer. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt.
Ja, das war ein klasse Kopfball. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Ah, klasse Aktion. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Ja, Fehlpass. Ja, und jetzt Riesenmöglichkeit. Und jetzt zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Elfmeter nach dieser missglückten Aktion. Also mir ist nicht klar, was die da hinten vorhaben. Und es kommen gleich zwei neue Akteure in die Begegnung. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich zwei frische Spieler in die Partie. So, wird das ein Tor? Flach, platziert. Ja, besser geht's ja kaum. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft, hat drei frische Spieler. Mein lieber Mann, genau richtig gespielt. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt Gelb. Ja, langsam sollten sie wirklich mal einen Gang runterschalten. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort. Und was für eine klasse Tat. Das war eine Glanzparade. Das war eine 100%ige Chance, die er da vereitelt hat. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Oh, da kann der Torwart ruhig und gelassen bleiben. Ja, jetzt wollen sie wenigstens noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben. Kaum Nachspielzeit hier, nur eine Minute. Und nur raus damit, raus! Ja, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Sie haben heute verdientermaßen hier als Sieger die Partie beendet. So, das war doch eine spannende Partie. Ich hoffe, es Ihnen gefallen und wir sagen Dankeschön und verabschieden uns bei Ihnen. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom. Tschüss.